Rotgesichtshafen. Autor Seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor in Bangladesch gedreht. Die Neuweltaffen oder Breitnasenaffen, Platyhini, sind eine systematische Gruppe der Primaten. Sie fassen alle Primaten des amerikanischen Kontinents, mit Ausnahme des Menschen, zusammen. Gemeinsam mit den Altweltaffen bilden sie die Gruppe der Neuweltaffen sind im Schnitt etwas kleiner als Altweltaffen, ihr Gewicht schwankt zwischen 100 Gramm, Zwergseidenäffchen, bis zu 15 Kilogramm, Spinnenaffen. Die meisten Arten sind an eine baumbewohnende Lebensweise angepasst, die Hinterbeine sind etwas länger als die Vorderbeine. Extreme Gliedmaßenproportionen, wie sie bei anderen Primatentaxa vorkommen, sind bei ihnen nicht bekannt. Der Schwanz ist mit Ausnahme der Urcaris relativ lang. Neuweltaffen sind die einzigen Primaten, bei denen einige Vertreter, insbesondere die Klammerschwanzaffen, einen Greifschwanz entwickelt haben. Die Daumen sind in den meisten Fällen nicht opponierbar. Neuweltaffen haben eine breite Nase, deren Löcher nach außen gerichtet sind. Im Gegensatz zu den Altweltaffen haben sie keinen knöchernen Gehörgang und es sind noch 3 Prämolaren vorhanden. Die meisten Vertreter haben auch 3 Molaren, nur bei den meisten Krallenaffen ist die Zahl der Molaren in Zusammenhang mit der Verzwergung reduziert. Daraus ergibt sich folgende Zahnformel: I2C1P3M2 bis 3, insgesamt also 32 oder 36 Zähne. Rotgesichtshafen. Autor Seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor in Bangladesch gedreht. Die Neuweltaffen oder Breitnasenaffen, Platyhini, sind eine systematische Gruppe der Primaten. Sie fassen alle Primaten des amerikanischen Kontinents, mit Ausnahme des Menschen, zusammen. Gemeinsam mit den Altweltaffen bilden sie die Gruppe der Neuweltaffen sind im Schnitt etwas kleiner als Altweltaffen, ihr Gewicht schwankt zwischen 100 Gramm, Zwergseidenäffchen, bis zu 15 Kilogramm, Spinnenaffen. Die meisten Arten sind an eine baumbewohnende Lebensweise angepasst, die Hinterbeine sind etwas länger als die Vorderbeine. Extreme Gliedmaßenproportionen, wie sie bei anderen Primatentaxa vorkommen, sind bei ihnen nicht bekannt. Der Schwanz ist mit Ausnahme der Urcaris relativ lang. Neuweltaffen sind die einzigen Primaten, bei denen einige Vertreter, insbesondere die Klammerschwanzaffen, einen Greifschwanz entwickelt haben. Die Daumen sind in den meisten Fällen nicht opponierbar. Neuweltaffen haben eine breite Nase, deren Löcher nach außen gerichtet sind. Im Gegensatz zu den Altweltaffen haben sie keinen knöchernen Gehörgang und es sind noch 3 Prämolaren vorhanden. Die meisten Vertreter haben auch 3 Molaren, nur bei den meisten Krallenaffen ist die Zahl der Molaren in Zusammenhang mit der Verzwergung reduziert. Daraus ergibt sich folgende Zahnformel: I2C1P3M2 bis 3, insgesamt also 32 oder 36 Zähne. Rotgesichtshafen. Autor Seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor in Bangladesch gedreht. Die Neuweltaffen oder Breitnasenaffen, Platyhini, sind eine systematische Gruppe der Primaten. Sie fassen alle Primaten des amerikanischen Kontinents, mit Ausnahme des Menschen, zusammen. Gemeinsam mit den Altweltaffen bilden sie die Gruppe der Neuweltaffen sind im Schnitt etwas kleiner als Altweltaffen, ihr Gewicht schwankt zwischen 100 Gramm, Zwergseidenäffchen, bis zu 15 Kilogramm, Spinnenaffen. Die meisten Arten sind an eine baumbewohnende Lebensweise angepasst, die Hinterbeine sind etwas länger als die Vorderbeine. Extreme Gliedmaßenproportionen, wie sie bei anderen Primatentaxa vorkommen, sind bei ihnen nicht bekannt. Der Schwanz ist mit Ausnahme der Urcaris relativ lang. Neuweltaffen sind die einzigen Primaten, bei denen einige Vertreter, insbesondere die Klammerschwanzaffen, einen Greifschwanz entwickelt haben. Die Daumen sind in den meisten Fällen nicht opponierbar. Neuweltaffen haben eine breite Nase, deren Löcher nach außen gerichtet sind.
Im Gegensatz zu den Altweltaffen haben sie keinen knöchernen Gehörgang und es sind noch 3 Prämolaren vorhanden. Die meisten Vertreter haben auch 3 Molaren, nur bei den meisten Krallenaffen ist die Zahl der Molaren in Zusammenhang mit der Verzwergung reduziert. Daraus ergibt sich folgende Zahnformel: I2C1P3M2 bis 3, insgesamt also 32 oder 36 Zähne.